Schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich bei dieser virtuellen Froh an Antworten Stunde zum Thema Impfung. Die hat viel Frohen, das ist gut so, das ist daher richtig, weil die nächsten 90 Minuten können da alle Erfrohen direkt und Gesundheitsminister Madame Paulette Lehnert auch noch und den Direktor von der Santé, den Dr. Jean-Claude Schmidt, stellen. Mein Name ist Nathalie Reuter und ich habe ein großes Plaisir, das Online-Videokonferenz zu moderieren. Mitmachen ist ganz einfach, ihr könnt als ein SMS schicken, ob die angeblendete Nummer, die könnt aber auch erfrohen direkt an Comments ob YouTube posten. Die Corona-Pandemie, die hält uns unter bald engem Jahr schon an Atem dominiert als ein Alltag, mehr es besteht Luft vom Tunnel, immer mehr Impfstoffe gehen zugelost. Von einem guten Monat haben wir angefangen, heute zu Lützeburg zu impfen. Die Erwartungen sind hoch. Für verschiedene Leute geht es nicht sehr genug. Die anderen, die zicken, die zweifeln. Es stehen dem noch ganz viele Fragen am Raum. Wen, wenig prioritär, und auch noch wenige Kriterien soll geimpft gehen, den Impfplan, den steht. Auf die darüber zu schwätzen, begrüßen ich Gesundheitsminister Madame Paulette Lehnert. Guten Abend. Und auch den Direktor von der Santé, den Dr. Jean-Claude Schmidt. Guten Abend. Das ist so, das Ziel von der Impfstrategie ist natürlich an erster Linie für die vulnerablen Leute zu impfen. Das ist aber so, dass nicht genug Impfstoff disponibel ist. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es nicht so einfach war, da eine Decision zu holen, wen dann als Ersten impfte. Den Impfplan, der gesagt 6 Phasen, 4. Und ich würde proposieren, dass wir jetzt mal ein kurzes Video dazu angucken. Wie schwer war es für sich auf die dritte Phase zu einigen? Ja, das ist keine einfache Decision, wenn der etwas tut, weil dann eine beschränkte Unzahl disponibel ist und viele Leute, die darauf warten, geimpft zu gehen, dann ist es wichtig, dass sie sich die nötige Zeit hält, dann auch wirklich die nötige Expertise rundzieht, für wirklich eine Decision zu holen, die Sinn macht, die ein Maximum an Effekazität auch garantiert. Das ist schlussendlich als Ziel, für mit den Sachen, die man disponibel haben, einen maximalen Effekt zu kriegen, an der Pandemie entgegenzuwirken. Mir einfach ist das sicher nicht, am liebsten gewinnen schwierige Bedingungen, aber insofern, dass man wirklich Experten zur Verfügung haben, die also auch beroten, wo man gut entouriert, für die Decisionen zu holen. Die Impfung ist ganz sicher den wirksamsten Weg, für sich vor Infektionskrankheiten zu schützen, sich selber und auch die anderen. Für das überhaupt funktioniert, muss natürlich aber jeder mitmachen. Du hast am Anfang all Einzelnen ein Stück vom Puzzle. Dr. Schmidt, eine Reihe Leute stehen, aber der Impfung ganz kritisch gegenüber. Was einfach der Leute, die so in Ordnung aber lieber gerne mal auf.
Wieso ist es wichtig, gerade dafür eine Impfkampagne zu lancieren? Das ist effektiv ganz, ganz wichtig, dass die Leute mitmachen, weil sonst kann die Impfung nicht dingen und die kann auch nicht dann machen, dass die Pandemie enke abhält. Also die Kontribution von Partizipation von den Leuten ist extrem wichtig. Es sind eine Reihe Leute, die sich vorstellen, und das ist absolut normal. Das ist berechtigt, das ist eine neue Situation, das neue Impfstoffe, das sind Leute vorstellen, das ist gut, das ist etwas, das wir encouragieren. Aber wir sind auch dafür, dann auf die Fragen zu antworten, sowohl mir, wie auch eine Reihe Experten, wie auch Doktoren, die entretemps ganz gut informiert sind, oder anderes Pflegepersonal, das uns hilft, dann eigentlich Ambassadeurs für die Information weiterzudrohen und Leute. Und ich meine, was wir heute Abend machen, also ein Teil von der Impfkampagne, wo wir den Leuten Rede und Antwort stehen. Es geht darum, dass möglichst viele Leute sich impfen lassen. Schon in der Vergangenheit gut Medizin durch Impfung viele Krankheiten an den Griff. Und wir sind heute Abend, kommen heute zusammen. Das Ziel ist es, Bedenken aus dem Weg zu räumen, zu erklären, zu informieren. Und dafür gebe ich auch proposieren, dass wir direkt gucken, wie eine Frauen geschickt werden, gestaltet werden. Und die erste ist, dass wir gesehen nach weiter Vaccine zu kaufen für die nächsten Jahre, falls wir die gegen Mutationen vom Virus müssten haben. Ja, also es viel gesehen nach weiter Vaccine zu kaufen für die nächsten Jahre, falls wir die Genmutationen vom Virus bräuchten. Ja, also selbstverständlich, wir suivieren das Pandemie genau an, wann neu besoin werden sie für neue Vaccine, werden wir auch dementsprechend weiter Vaccine kaufen. Stand haut wissen man natürlich nicht, was nächstes Jahr wird sein. Wir sind noch bemüht, an die Produzenten sind auch bemüht, auf höhere Mesure, wie neue Mutationen kommen, zu überprüfen, ob Vaccine noch wirklich wirken. Das ist hier Arbeit, das lebt. Von Seite vom Ministerium selbstverständlich sind wir bereit, weiter zu investieren, wenn neue Besoin wären. Was wir uns alle gut nicht wünschen, wir schwätzen heute froh. Geht in Richtung von den nächsten Jahren. Ich wünsche mir ja wirklich, dass es bei dieser Pandemie bleibt und dass das nicht an der Schäden wird auftreten. Wenn das der Fall soll sein, sind wir selbstverständlich, werden wir weiter abkaufen noch. Ja. Die nächste Frage, muss ich irgendeinem eventuell Allergie mitteilen, ehe ich mich impfen lasse? Ja, das ist ganz wichtig. Also ich meine, die Leute, wenn sie die Invitation kriegen, für sie anzuschreiben, kriegen dann noch den Moment, wo sie auf guichet.lu sich ummelden, kriegen sie ein Formular da präsentiert, wo sie eine Reihe Fragen gestellt kriegen. Eine von den Fragen betrifft Allergien. Und da kann ich schon Informationen dann rangehen. Es muss auch so, dass alle Personen, die geimpft werden, für von einem Doktor gesiegt. Und da hat es Gelegenheit, mit dem Doktor zu diskutieren über die Allergien, ob das ein Problem ist. Und natürlich ist immer auch ein Hausdoktor da oder so ein anderer Doktor, zu dem man Vertrauen hat, wo ihn am Vierfeld kann darüber diskutieren. Was für Impfstoffe gehen heute zu Lützeburg benutzt? Auch Johnson & Johnson. Ja, also wir haben im Moment 3 Impfstoffe. Das ist der nächste war der Pfizer-BioNTech, die wir verdächtigt haben, dann noch der Moderna. Also seit der dann AstraZeneca, den noch nicht da ist, mit dem am nächsten Tag soll kommen. Das sind 3 Impfstoffe, die approviert sind durch die Agence Européenne von den Medikamenten, an dem sie noch können benutzt gehen. Die Frage war Johnson & Johnson, den ist effektiv am Pipeline. Du hast noch keine Autorisation da, das ist die Autorisation auch bei der EMA noch nicht formell angefragt. Wird aber kommen, wird noch ein paar Wochen dauern. Okay, und die nächste Frage, die geht auch die Impfstoffe AstraZeneca versus Moderna. Wie kann in den Leuten plausibel machen, dass sie mit AstraZeneca nimmen 70% Schutz haben? Also ich muss ganz vorsichtig sein bei den Chiffren. Das sind alles echt Informationen, die auch teilweise kontradiktorisch sind. Beim AstraZeneca-Impfstoff sind eine Reihe Etüden gemacht. Effektiv en moyenne sind wir bei 70%. Mit verschiedenen Etüden lungen ein bisschen mehr hoch, andere Etüden lungen just unter 70%. Die definitiv Informationen, wie wirksam den Impfstoff ist, werden wir über die nächsten Monate kriegen, was mehr Leute geimpft sind.
war die Kaso für den AstraZeneca-Impfstoff, den ist aber largement schon benutzt, gehen in verschiedene Länder, notamment an England, an die Erfahrung schenkt aber ganz positiv dort zu sehen. Also du kannst ihn aber plutôt rassuriert sein. Wird dann durch abgepasst, wen Impfstoff kriegt? Also, es gibt effektiv, dass schon die ganze Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca, da haben wir Männer Informationen für die älteren Leute über 65 Jahre. Und es sind eine Reihe Länder, die schon dezidiert haben, dann par Prinzip de Präcaution an der Population echt andere Impfstoffe anzusetzen. Wie wir das heute zuletzt beschwert machen, weil das wird nur die nächste Frage sein, dann hängt ein bisschen von einem Avis vom Conseil supérieur des maladies infectieuses auf, den wir wahrscheinlich nur kriegen. Winni ginint Frontalien Joergang 1965 geimpft. Da ist ein Frau für den Minister. Ja, wir haben sich an der ersten Phase die Frontalier matt abgegrafen. Muss ich wissen, dass die Attribution von den Vaccinen, die Bestellung, die die Europäische Union gemacht hat, die ist berechnet auf die Davonzahl von einem Land. Das heißt, alle europäischen Bürger sind am Anfang gesichert, dass an dem Package, das sein Land kriegt, mit aufgedeckt ist. Das heißt, am Klartext, dass prinzipiell die Frontalier nicht zu Lützeburg matt geimpft gehen, außer an der exceptionelle Fall, und das ist die Phase 1, wo man gewissen Professionen visieren. Wir haben den Cordon sanitär in der ersten Phase für die Sätze, wo man verschiedene Berufskategorien visieren, das sind Gesundheitsberufler und so weiter, und die wirst du schaffen, ganz viel Frontalien, für das die Strategie natürlich ein Effekt hat. Zu Lützeburg muss man das ganze Personal mit aufdecken. Mit das ist streng Exception. Das Prinzip an der Europäischen Union ist, dass alle Land den Pensum oder die Quantität, die zu gut wird, die wird der gemeinsamen Asche, den ist wirklich gerechnet auf die Bevölkerung, sodass Schiedfried par rapport zu seinem eigenen Land mit angerechnet ist. Und dafür haben wir auch als Phasen, die sie nicht, da gibt keine, da gibt Anfang differenziert, dass für uns normale Lützburger Residenten, die visiert sind, das ist ausnahmsweise, wo man eine Kategorie von Berufen gehen, wo eventuell auch Frontalien matt hält, aber das ist nicht das Prinzip. Insofern ist an dieser Staffelung die Alterskategorie bezeichnet sich nicht auf Frontalien. D'accord. War bis genug Impfstoff von den verschiedenen Pharmakonzernen da sind, kann ihn dann wählen, welchen Impfstoff er will haben. Das, der Schwach vom Impfstoff ist eine andere medizinische Diskussion. Wie gesagt, wir haben die erste Indikation, dass AstraZeneca vielleicht nicht so gut ist an einer verschiedenen Alterskategorie. Wir kriegen wahrscheinlich über Zeit mit anderen Impfstoffen auch noch Indikationen, für was für eine Kategorie verschiedene Impfstoffe besser wären. Und, ich meine, das selbst, was der für das erste Mal muss konsiderieren. Und dann, wann effektiv mehr Impfstoffe da sind, da kommen wir wahrscheinlich an eine Situation, wo mehr Schwach da ist. Am Moment muss ich aber sagen, sind wir trotzdem ganz limitiert. Wir haben schon ganz viel Impfstoff bestellt. Die können aber ganz los an kleinen Lieferungen, das ist schon bekannt. Und in dem Sinn, wenn ich an den Centre de Vaccination gerufen wird, habe ich keinen Schwach. Wir sind am Moment an der Phase 1, die man nicht fertig und dann kommt Phase 2, das sind höchst vulnerable Leute, unter anderem Krebspatienten zum Beispiel. Und da kommt dann Phase 3, da sind eine Reihe Herzkrankheiten zum Beispiel auch dabei und dann Lungenkrankheiten. Es sind die schweren Lungenkrankheiten, die eine Vulnerabilität durchstellen, also das nicht den ein bisschen hoch von den Mäuser Westwellen regelmäßig fünft oder so, das wirklich Bronchitchronik, die ganz avanciert ist, wo ihn eventuell aufhängig ist von Sauerstoff, das Fibrose pulmonär, das ist auch eine Krankheit, wo ihn oft muss Sauerstoff benutzen, das eventuell den Asthma, aber auch an den schweren Formen von Asthma, die müssen zum Beispiel mit Cortison regelmäßig behandelt gehen. Die Leute sind prioritär, die es gibt so mit kleinen Lungenprobleme, die sind nicht prioritär. Wie denkt ihr, dass alle Personen am Land eine Invitation für ein Impfrendezvous kriegen? Wie kommen wir da an? Ja, da sind wir im Moment an der Spekulation. Wir haben immens viel Inkonnuen am Raum, was wenig in der wenger Quantität. Wir hoffen, dass das so schnell wie möglich geht.
Viele Politiker äußeren sich am Ausland, dass sie hofft schon für Sommer weit zu sehen, respektive am Hirscht. Ich will mich nachher mal nicht festlegen auf ein Datum. Ich kenne die Frage ganz regelmäßig gestaltet. Es sind einfach zu viele Sachen, die nicht klar sind zu diesem Zeitpunkt, wie schnell die Produktion noch kommt, wie die Lieferungen kommen, sodass es wirklich höchst spekuliert, dass da ein Datum an den Raum zu setzen. Wir hoffen natürlich, dass wir das alles schnellstmöglich Hand kriegen, dass ihn am Hirscht eventuell für ihn durchgeimpft wird. Das hängt von zu vielen Sachen auf, die man heute noch nicht kennen lassen. Das wäre ja am Anfang eine feine Sache, wenn das schon am Hirscht wäre. Das wäre super, ja. Oder? Am Hirscht natürlich auch ein Clip, wie ein Rendezvous kann holen an einem Impfcenter. Wir fahren weiter mit den Fragen, die wir rangeschickt kriegen. Sie Leute, die Covid-19 hatten, auch heute zu Lützeburg nicht prioritär beim Impfen. Da machen wir keinen Unterschied. Die Invitationen gehen im Moment noch wirklich unabhängig davon heraus, ob ein Covid hat oder nicht. Für was? Weil man einfach noch nicht die richtige Grundlage haben, für sicherzustellen, dass den schon hat, nicht mehr kriegt. Dafür gibt es zu diesem Zeitpunkt auch keine Differenzierung gemacht. Okay. In Frankreich wird AstraZeneca an 2 Wochen geimpft an den Abdikten. Für was wird Astra nicht bei Eis schon geimpft? Also den AstraZeneca-Impfstoff, die erste Lieferung können wir den nächsten Tag das heißt, nächste Woche Hummeres hier zu Lützeburg. In dem Moment gehen noch die Invitationen raus. Du wirst, wir werden immer wir sind vorsichtig, wir werden, bis wir den Impfstoff haben oder ob man es, bis wir die Konfirmation von der Lieferung haben, wir Invitationen rausschicken, einfach für nicht Leute zu invitieren, wo wir noch nicht können impfen. Und dann wird auch bei uns geimpft. Das ist mir genauso schnell wie Frankreich. Wie erfasst ihr die sogenannten vulnerable Leute? Ich meine, das für den Dr. Schmidt. Ja, das ist effektiv nicht so einfach, weil es gibt keine Lust von vulnerablen Leuten. Erstens heute müssen Vulnerabilitäten definieren, und zweitens müssen dann die Leute identifizieren. Es gibt ein paar Pisten, wo wir im Moment drauf schaffen, das effektiv mit den Doktoren zu gucken. Doktoren kennen hier Patienten. Und das ist evident, dass ein Doktor kann sagen, die passt an die Kategorie, das ist vulnerabel. Das ist eine Möglichkeit, eine zweite Filiale, wo wir am Gange sind, zu gucken, das sind Spitäler. Viele Leute, besonders wenn sie schwere Krankheiten haben, gehen regelmäßig an die Spital und sind da bekannt. Und das wäre ein zweites Mal für die Leute zu identifizieren. Gehen 4 Bilder geimpfte Politiker, Sportler? Ja, also habt ihr es geplant? Nein, das ist nicht geplant. Wir haben ganz bewusst den Schwur geholt, dass wir da keine Privilegien haben, keine VIP-Impfungen. Das heißt, jeder Politiker, jeder wird geimpft, da war eine Reihe aus, dafür ist der Phaseplan da und da gibt es sich darum gehalten. Du kannst nicht rein, die versprangen. Nein. Gedenk digital Vaccinationskarte angefordert. Vaccinationskarte müssen sich als Giel klassisch bisschen allmodische Impfkarte, die wir hier am Land nach haben. Da haben wir schon länger Zeit ein Projekt, wo wir daran schaffen, für die zu modernisieren und noch elektronisch zu kriegen. Das wird aber nicht direkt etwas mit der Covid-Impfung zu dienen. Also es gibt auch keine Spezifischkeit für die Covid-Impfung. Wir schaffen aber intensiv dran. Ich muss sagen, das ist etwas, ja, was mich immer auch ein bisschen erstaunt, dass man an dem Jahr, wo wir los schreiben, die gelbe Papayasche mal als feiern als Leben lang. Das ist schon ein Projekt, auf dem wir schaffen. Das soll aber nicht verwechselt geben mit einem Impfschein, den einem nur ein andere irgendwo spezifisch erlaubt. Das wird oft am Spruchgebrauch gemischt. Wir schaffen schon eine moderner Impfkarte für als Gel aufzuwechseln. Wenn ihr die genau raus könnt, du man nach kein Timing, wenn das ja
Das schreibt sich nicht spezifisch an den Covid-Kontext an. Die nächste Frage, mein Doktor hat mir ein Zertifikat de Vulnerabilität gegeben. Was muss ich da machen? Ja, damit kann ich eigentlich nicht ganz viel machen. Am Moment, weil erstens sind wir an der ersten Phase von der Impfung, wo die Vulnerabilität noch nicht drin ist. Und zweitens, wie gesagt, wir sind sowohl mit den Doktoren wie mit den Spitälern am Gangen zu gucken, was die besten Filiere sind, für die Leute zu identifizieren. Wenn wir an die zweite Phase kommen oder kurz wenn wir an die zweite Phase kommen, werden wir darüber kommunizieren und werden die Leute so, wie sie sich da müssen anlegen, für identifiziert zu gehen, en Funktion von den Krankheiten, die definiert sind als prioritär. Und an dem Sinn, an dem Moment möchte ich dann vielleicht so ein Zertifikat der Vulnerabilität zu haben. Am Moment leider nicht. Eng froh zu de Phasen gëtt en exakten Timing, wenn die Phasen aus der Strategie jeweils aufhängen. Nee, da haben wir kein exakten Timing aus dem Grund, wo ich für Drohnen gesucht und sie ganz viel Inkonnuen. Wir werden die nächste Phase am Anfang so aufhängen, wie die echt aufgeschlossen ist. Wir wenig die aufgeschlossen ist, das hängt an erster Linie wirklich davon aus, wie schnell der Impfstoff dabei kommt. Wat man mich schnell beliefert gehen, wat man mehr Quantitäten hun, wat man auch sehr wette Führer kommen, wir sie von der Logistik gut abgestellt, dass das größte Fragezeichen aus Quantität, wie viel könnt, dat bestimmt den Takt, dat bestimmte Rhythmus, wie man weiterkommen. Dafür ist es ganz schwer, zu diesem Zeitpunkt genau ein Datum darauf zu setzen, weil ihn eben nicht genau haut kann so wie eine Quantität wir auch kreieren. Eng froh zu den Impfstoffen, wie eng Impfstoff als am besten für Leute mit MS, Multiple Sklerose, also wie Impfstoff. Ja, also von den 3 Impfstoffen, die kommerzialisiert sind, als eigentlich kein, den eine Kontraindikation hat für Sklerose en plaque, also Multiple Sklerose. In dem Sinn sind sie allen 3 äquivalent. Das ist dann eine gute Nachricht. Ja. Kann ich mein zweiten Rendezvous verregeln lassen? Also am Prinzip nicht. Das ist die allgemeine Regel. Also die kriegt ein zweites Rendezvous fixiert, wenn da die erste Injektion gemacht wird. Also muss ich vielleicht auch so, ja. Also muss ich sich 10 ja, muss ich mit den meisten Impfstoffen effektiv das interessant zu präzisieren, das vielleicht für die Leute nicht so evident. Die Impfstoffe, die wir haben, sind 2 Injektionen. Wie gesagt, wir kriegen vielleicht später Impfstoffe mit enger Injektion, mit denen sind im Moment nicht da. Und kriegen dann, wenn er an das Centre de Vaccination geht, direkt seinen zweiten Rendezvous fixiert. Das ist im Prinzip immer 28 Tage nach der ersten Injektion. Kann ihn im Prinzip auch nicht verregeln. Außer es gibt immer gut Gründe am Leben für einfach etwas Ausnahme zu machen. Ich meine, es gibt immer Situationen, wo ihn krank ist und die zweite Kehr nicht kommen kann, wo ihn ein Accident hat, wo irgend in anderen Phänomen ist, der wirklich der Major ist, wo er muss verregeln. An dem Moment kann er dann auf die Hotline von der Impfung anrufen und dann helfen wir den Leuten weiter natürlich. Die Regel soll aber sein, dass die Leute hier Rendezvous respektieren, weil sonst geht nämlich die Impfung für die umzusetzen relativ schwierig. Ich kann mir vorstellen, an einem Impfcenter, wo hunderte Leute kommen oder vielleicht nur tausende Leute, weil jeder da sein Rendezvous verreckelt, geht es ein bisschen kompliziert. Du hast froh, die hat man zwar schon, wie kriegt AstraZeneca auch die Leute über 65 Jahre? Also, ja. Ja, aber da werden wir, wie gesagt, AstraZeneca sind im Moment unterschiedliche Abschätzungen, wie soll angesagt gehen. Wir haben halt zu Lützeburg auch, genau wie am Ausland, am Fond, also ein Conseil Scientifique, also Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses, das ist ein Gremium von Experten, die beraten am Moment darüber, und da wird man morgen ein Avis kriegen, voraussichtlich, oder übermorgen Fall kurzfristig, an die werden es dann Indikationen geben, wie man das halt zu Lützeburg werden umsetzen. Ab da werden wir mehr Präzisionen davon haben. Wie steht es mit Leuten, die blutarm sind, kriegen die auch eine Impfung? Also Blutarmut, das ist ein bisschen ein Gesamtkonzept, da fallen viele Leute drin. Also die Leute zum Beispiel, die Eisenmangel haben, kann die blutarm gehen. Es sind andere Leute, die mit schlimmen Krankheiten haben, wie Leukämien oder so, kann noch Blutarmut kriegen. Dafür ist nicht ganz klar, was präzise gemengt ist. Mehr am Allgemeinen ist das keine Kontraindikation. Die Leute können geimpft gehen, wenn sie schwere Krankheiten hätten, wie eine Leukämie oder so. Wäre das so ein spezieller Grund für sie zu impfen, dann sind sie heute mal vulnerabel und dann sind sie gut prioritär. Wenn ihr geimpft ist, kann Ihnen dann der Virus nicht mehr weitergehen?
Chemie ustierchen? Das für den Dr. Schmidt. Ja. Das muss man ehrlich so und das wissen wir noch nicht ganz genau. Wir haben verschiedene Indikationen, wir wissen nicht ganz genau, was wir wissen, dass die Impfung den Krankheitsverlauf, also den schlimmen Krankheitsverlauf auf jeden Fall unterdrückt. Das heißt, könnt ihr sich nach dem Virus kriegen, mit nämlich krank und hat keine Komplikationen. Darum geht es schon, dass die Leute nämlich an die Klinik kommen, müssen gehen und dass die Leute nämlich sterben. Das ist das Wichtigste. Kann den Virus trotzdem wahrscheinlich kriegen, das noch nicht, wie gesagt, definitiv geklärt und kann ihn auch wahrscheinlich der Virus nach weitergehen. Daraus folgt am Moment, dass ihn auf jeden Fall auch, wenn er geimpft ist, absolut muss die Barriere weiter respektieren, Port de Masque und so weiter, weil ihn eventuell den Virus kriegen und dann andere Leute weitergehen. Das ist extrem wichtig, dass die Leute das verstehen. Also die Impfung ist nicht geimpft, ich kann alles machen wie normal. Bleiben eine Reihe Restriktionen leider bestehen. Im Moment gehen aber auch schon echt Indikationen an Richtung, dass effektiv auf jeden Fall die Frequenz von der Transmission hochgeht. Wir müssen ein bisschen paar Wochen nach werden, dann haben wir wahrscheinlich da definitiv daneben. Geht die Impfung in Zukunft obligatorisch? Nee, das zu Lützeburg op Ballfall go net ugeduet zu diesem Zeitpunkt se wirklich der Meinung, dass Heimat op Überzeungsarbeit soll setzen. Dafür sind wir auch haut heich. Ich meine, als Ziel also das leipzig impflosse, weil sie davon überzeugt sind, weil sie das machen, aber weil sie den Sinn und Zweck davon erkennen, eine Impfpflicht zu diesem Zeitpunkt gibt es sicherlich unnötig Unruhe zu springen. Und nach mehr polarisieren, das ist schon ein Thema, was Leute viel beschäftigt. Und das ist schon an der Regierung wirklich wichtig, dass die Message klar ist, dass man keine zwingen dazu, die Leute sollen sich wirklich freispielen. Wenn sie sich mehr informiert spielen, wenn sie sich mehr freispielen, wird man eine bessere Akzeptanz auch generell an der Bevölkerung dafür kriegen. Riskiert dann du nicht auch eng verstoppten Obligation zu kommen, wann du schon mit Kind resen zum Beispiel? Ja, dat indirekt kann dat kommen. Ich meine, das ist ein Unterschied, ob der als Staat verlangt von Leuten am Niveau von der Politik, die möchte, wann her nur verschiedene Fluchtfirmen dat froh, dass dat einer sagt, das spielt sich am privatwirtschaftlichen Raum dann noch auf. Dat ass eng einer Diskussion wie wirklich vun öffentlicher Hand eng Impfpflicht afeieren, dat der selbst wat man wegschnitt wollen lo. Ab Winni kann ich mech impfelosen, wann ich Ende Dezember positiv war. Ja, effektiv, wenn den die Infektion hat, kann den sich trotzdem impfelosen. Sie sogar Fälle bekannt, wo Leute sich geimpft impfgelos hun am Moment, wo sie schon am Gange waren, die Infektion zu machen, wo sie an der akuter Phase waren. Sie wussten nicht, das ist keine Kontraindikation, da geschieht doch nichts Schlechtes, bei absolut keine Angst zu haben. Wir sollen einfach normalerweise Leute, die krank sind, sollen lieber daheim bleiben, sollen nicht an ein Impfcenter gehen und da lieber werden. Per Prinzip der Präkaution, 2 Wochen nach einer Infektion kann man sich impfen lassen. Wie viel ja, was könnt ihr euch über die Wachsen aus Russland, das Sputnik, so? Ja, das ist eine Diskussion, die im Moment relativ viel gefordert wird, weil effektiv der Vaccin disponibel ist, weil der nächste Vaccin auf der Welt disponibel ist. An die Donner, die publiziert sind, die sind relativ encourageant. Muss ich aber dabei sagen, dass wir nicht ganz viele Details haben über die Etüden, die gemacht sind in Russland. An dass wir in einer Situation sind, wo am Moment Thema der Europäische Medizinsagenz den Vaccin nicht approviert hat und noch keine Demande hat vom Produzent für den approvieren zu lassen. Wenn das der Fall wäre, dann müsste der Produzent natürlich erstens die ganzen Données auf den Tisch legen, für das Thema schon da für die zu kontrollieren. Aber wenn die Données gut wären, dann könnte auch den Impfstoff in der Europäischen Union autorisiert gehen. Am Moment das sind, wie gesagt, nicht. Das ist kein Sputnik gespritzt. Kein Sputnik zu Lützeburg am Moment. Wie viel Prozent von den Leuten müssen geimpft sein, für dass es anfängt, sich an den Zahlen von Neuinfektionen und Hospitalisationen bemerkbar zu machen? Ich meine, das ist so richtig für den Dr. Schmidt. Da kann ich viel darüber spekulieren. Muss ich sagen, wir haben schon
an prioritärlo Gesundheitspersonal op enger Seite geimpft, mir auch hauptsächlich dann die eler Leid an den Altersabpflegeheimer. Wir wissen leider, dass die Leid ganz viel mit dem Covid zu tun hatten an der Vergangenheit, viel krank gesehen, viel hospitalisiert gesehen, noch leider viel verstorben sind. An mir Menge, wenn man die Population bis geschützt und das sind ungefähr 6.000 Leute an der Situation, dass man dann aber schon einen ganz starken Impact auf die Hospitalisation einerseits und zweitens auf die Mortalität. Das heißt, wir sind da Kurzterm, gebe ich so, relativ optimistisch, dass die Vaccination etwas bringt. Das ist ja wirklich eine gute Novelle. Und dann kann ich mir raussichen, wo ich geimpft bin. Ja, du kann wann en Rendevous hëlt dat sicher war bis méi Impfzentren opwerte sinn, dat ass am moment een Impfzentrum den funktionéiert méi zu engem späteren Zeitpunkt, war méi Impfzentren do sinn, muss en statt ähnlich firstelle wie beim Large-Scale-Testing, da kann ench do de Rendevous hole, wo am beste passt. Am Juni als mir noch ein Video präpariert, wo ihr gesagt, wie das am Impfcenter auflief. Wir fuhren direkt weiter mit den Frauen, die wir geschickt kriegen. Wieso gehen so viele Doktoren, die die Vaccination auflehnen, respektive nicht rekommandieren? Also ich meine ehrlich gesagt, so viel Sinn da nicht, wenn man das ein bisschen objektiv guckt. Ich weiß, dass da Zölle zirkuliert sind mit den Rendezvous, die geholt sind am Impfcenter von den Gesundheitsberufen. Es war nicht nur ein Doktor, es waren auch andere Gesundheitsberufe, wo ich gesehen habe, dass es eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis dann die Prozentage abgegangen ist. Ich meine, das ist absolut normal. Das sieht nicht aus, dass die Leute nicht unbedingt geimpft gehen. Für uns sind Doktoren und Gesundheitsberufe am Allgemeinen extrem wichtig, weil für uns die Ambassadeure vis-à-vis von den Patienten. Und dafür haben wir schon eine ganze Reihe Informationskampagnen gemacht, just für die Gesundheitsberufe, Webinare, wo wir mit den Doktoren schwätzen. Das ist auch eine Sache von Informationen. Doktoren brauchen auch Informationen. Wir können sicher zu sein, sie haben sie teilweise, weil sie teilweise auch Fachzeitschriften lesen, aber sie sind noch ganz viel beschäftigt und haben nicht immer Zeit, so Sachen nachsichten zu gehen. Und dadurch, dass wir hin die Informationen gehen, kommen wir auch an Dialog mit denen und wir können auch hier Fragen beantworten. Sind die Impfstoffe auch gegen die neuen Varianten vom Covid sicher? Ja, also bislang haben wir hauptsächlich zwei neue Varianten. Das ist die britische Variante, und da sind wir sicher, dass der Impfstoff gut funktioniert. Und eine zweite Variante, die ist ein bisschen Sorge möchte, das ist die südafrikanische. Da sind die Unternehmen nicht so solid, aber es scheint aber so zu sein, dass auf jeden Fall teilweise der Impfschutz da funktioniert. Aber da werden wir noch auf eine Reihe Informationen. Eine weitere Frage, gibt es Einschränkungen für Leute in Zukunft, die nicht geimpft sind? Nein, das ist im Moment nicht angedeutet. Das ist ein bisschen der Punkt, auch nun wieder eine Impfpflicht. Nach einem Moment angedeutet, wirklich so zwei Klassen von Leute zu machen. Ich meine, als Ziel also, dass wir darauf setzen, dass genug Leute wirklich impfen, dass wir die Krise einfach gemeinsam 100 auskriegen und dass wir
hoffentlich nicht an so Diskussionen muss überhaupt kommen. Ich meine, das Zielsetzung, das auch gut angelaufen. Dr. Schmidt hat just gesagt, ich meine, die Leute, die am meisten exposiert sind, sind eine ganz starke Adhäsion bei den Residenten an den Altersheimen. Das ist wirklich die Kategorie, die als viel Sorge gemacht hat. Da sehen wir, dass wir gut vorkommen und über die Halschen schon durch. Ich wünsche mir, dass wir die dort Diskussionen wirklich nicht müssen feiern, aber zu diesem Zeitpunkt sind sie nicht durch. Kann ich per Telefon Rendezvous holen? Ja. Ja. Das war schnell. Können Leute mit chronischen Migränen geimpft gehen? Ja. Das war auch schnell. Also, ich muss so von der Nebenwirkungen von den Impfstoffen aus Heinz, oder ein bisschen Kopfweh heute der Drop. Kann auch natürlich bei Leuten kommen, die Migräne haben, mit der Telefon nicht direkt mit der Migräne zu dienen. Das ist ein einfach banal Nerveneffekt. Da brauchen wir absolut keine Angst zu haben. Was kostet der Staat eine Impfdosis? Das ist nicht der Schatzmeister. Ich meine, da sind Chiffren schon zirkuliert, die die letzten Wochen, weil auch am Ausland darüber kommuniziert hinaus, das sind ein paar Euro pro Impfdosis. Muss ich aber wissen, dass was am teuersten ist die ganze Organisation rundherum, den Impfcenter zu betreiben, Personal zu bezahlen und so weiter. Das ist viel, viel mehr teuer sicher wie die Impfdose selber. Eng weiter froh, wie eng Risiko stellt den Impfstoff für Nierenmammen a Kanada? Also es gibt keine absolute Kontraindikation. Das ist par Prinzip de Präkaution, so man effektiv, das vielleicht nicht ein idealer Moment, wenn ihn nicht für sich impfen zu lassen, kann ihn da ein bisschen werden. Die meisten Frauen nieren auch nicht ganz lang. Da werden eben bis nur der Phase, und da kann ihn sich auch nie Sorgen impfen lassen. Minenker a priori durch keine Kontraindikation. Also das ist auch die Frage, die man kennt, schwanger Frauen, wenn ich schwanger bin, soll ich mich impfen lassen? Wahrscheinlich par Prinzip de Präkaution nicht. Wenn aber geschieht, dass eine Frau sich impfen lässt, dann sie wusste nicht, dass sie schwanger war, das kann schon mal ganz am Anfang von der Schwangerschaft sein. Also das ist sicher keine Katastrophe und das ist auch keine Indikation da, dass du etwas kann schieflaufen. Das ist ja beruhigend. Ja. Hast du schon gewusst, wie lange der Impfschutz gilt? Muss das wiederholt gehen? Also das nicht formell gewusst. Wir haben eine Reihe Indikationen, die was die Impfstoffe gehen, seit ein paar Monaten, die Etude laufen seit ein paar Monaten, das wissen wir. Mit Sicherheit, was in den letzten Monaten gelaufen ist, was da über ein paar Monate rausgeht, wissen wir nicht. Wir sind aber optimistisch, dass der Impfschutz in längerer Zeit könnte dauern. Wir haben definitiv Informationen, werden wir da an ein paar Monaten tun. Wir sind ein bisschen geduldig sein. Wie viel Prozent von der Population muss geimpft sein, für das Restriktionen darüber freuen wir uns alle gut, für das Restriktionen abgehoben gehen? Ja, das knapp du nun die Frage, die du beantwortet gerade gehen hast. Du hast nach vielen Konjunkturen auch Stand haut aus noch nicht gewusst, wie stärker, wie lang den Impfschutz wird sein. Und, dass man da doch nicht können eins zu eins davon aufhängig machen. Der Schei war nicht so einfach fair, wenn ihn einfach ein Zoll hat von Geimpften und dann kennt ihr so eine voilà, bei Dosin, da geschieht das. Das leider Gottes ein bisschen schon mehr kompliziert für uns nach. Wir müssen die ganze Situation global ausschätzen. Mit allen Faktoren, die man irgendwo können, mit der Konsideration holen. Das bleibt schon ein bisschen mehr eine komplexe Geschichte im Moment. Ab welchem Prozentsatz von geimpften Personen kann die Maskepflicht an den Schulen abheben? Also du musst ehrlich sein, das sind so froh. Natürlich die Leute schon gute Stellen. Wir müssen ganz ehrlich sein, wir wissen das im Moment nicht. Wir müssen einfach gucken, wie das geht. Da ist es doch wichtig, eben, dass wir Informationen kriegen, ob den Virus nach kann die Leute infizieren, nachdem sie geimpft sind, und ob die Leute können den Virus weitergehen. Das sind Faktoren, die da mitspielen an so Decisionen. Mir einfach zu frei für zu wissen. Muss man da ein bisschen warten. Wie lange bin ich immun, wenn ich Covid habe? Ab wenig nur Menge Infektionen kann ich mich impfen lassen? Ja, also die Dauer von der Immunität nur einer natürlichen Infektion scheint nicht ganz lang zu sein. Wir haben eine große Etude, das ist eine englische Etude mit über 300.000 Leuten, wo ich gesehen habe, dass bei 25% der Leute nur 6 Monate keine Antikörper mehr da waren. Aber den anderen Symptomen stark raufgegangen. Das heißt, das hält nicht ganz lang.
Méi wissen man net am Moment an wie schnell kann den enger COVID-Infektion impflossen schon den schon gesagt, ungefähr 2 Wochen no par Prinzip de Präkaution sollen bis werden. Residenz an Deutschland, Kotisationun zu Lützeburg als Dimpfung zu Lützeburg. Net Dimpfung ass an Deutschland aus dat schafft den lo spezifisch am Gesundheits- a Pflegesektor he zu Lützeburg, das net gekoppelt und dat Land wohin assuriert das mit das am Fongol no der Logik vun der Attribution vun der Quantität die als Land krit, all Land krit Impfstoffe zougedeelt en Funktion Fusinger Bevölkerung, dat sind Resident. Dat de Zoll die Ausschlag geben das für den Quantum und Impfstoffe den als zousteht, dann an dat determiniert eben noch die doten Antwort op die dote froh. Ja. Sicher Leiit direkt un Komplikationen gestorben. Nee. Da muss ich ganz klar nee so und ganz deutlich nee so eine Diskussion auf verschiedene Länder, besonders an engem Land an Norwegen, wo sie ganz Leute geimpft haben, die an einem wirklich schlechten Gesundheitszustand waren. Und da sind eine Reihe Leute noch gestorben an den dieser Wochen danach. Und da habe ich eine ganz klare Enquete gemacht, sowohl von der norwegischen Autoritäten wie auch von Europa. Und das ist klar kein Lien gewesen mit der Vaccination. Das ist klar, wenn ein ganz alle Leute tut, durch sterben regelmäßig Leute, das normal leben, tut auch nichts mit der Vaccination zu tun. Muss in all Jahr geimpft gehen? Weil das ein bisschen Konsequenz von dem, was ich gesagt habe. Wir wissen nicht genau, wie lange der Impfschutz dauert. Also kann man auch am Moment, ob die so froh nicht mit Sicherheit antworten. Ja. Gibt das sozioedukatives Personal als Schulmeistern auch echter geimpft? Wie sieht man Schulpersonal aus, wenn die Kinder geimpft? Also am Moment sind Phasen nicht nur sozioprofessionelle Kategorien angedeelt, außer die echt, was klar so eng ist. Donno as het op dem Stand vum Malo hun an opgrund vun dem Avimakrit vum Ethiksrotforum an no Alterskategorien an no Vulnerabilitéiten. Logik as wirklich fir eng Gradation ze machen an Funktionun vun dem Risiko den Person matstreet fir selber Komplikationen ze kreen. An dem Sinn sind wir im Moment nicht an einer Logik von Kategorien, von Berufskategorien, die prioritär geimpft gehen, außer sie fallen an die erste Phase, das ist die Logik von dem Cordon sanitär, der gesagt wird. Braucht ihr vom Vaccin Johnson & Johnson eine Engdosis? Ja, effektiv, dass den einzige Vaccin, den soll kommen, wo Engdosis 4 gesehen ist, auf jeden Fall für den Moment. Das wäre natürlich ein grosser Avantage für die Impfung durchzuziehen. Wie gesagt, den Vaccin ist noch nicht disponibel, da soll noch keine Demandautorisation bei der EMA formell deposiert gehen. Rechnen aber damit, dass in den nächsten Wochen das geschieht, dann, dass wir Fleisch da kriegen. Wie schnell reagiert das Thema? Also dem wird bewiesen an den letzten Wochen, dass sie ganz rapid können reagieren, wenn sie ein Dossier bis kriegen. Ein bisschen von der Qualität natürlich auch vom Dossier, was sie komplett müssen sie Sachen nachfragen und so. Aber en general gibt es so in 3-4 Wochen maximal haben sie so ein Dossier ganz in der Sicht können dann in der Weg gehen, entweder favorabel oder defavorabel. Wenn wir von einem optimistischen Szenario ausgehen, ohne Lieferungsengpass vom Vaccin, wenig kommen wir dann an Phase 6. Kannst du das optimistischen Szenario? Also mit Sicherheit wissen wir natürlich nicht. Ich meine, muss ich ganz vorsichtig sind. Der Minister hat gesagt, wir sollen keine Versprechungen machen, die wir noch nicht können halten. Wenn ich ganz optimistisch ist, als effektiv das Szenario für Sommer möglich. Aber es sind so viele Inkonnuen da, dass wir das wirklich heute nicht versprechen können. Wenn ein Blutverdünnungsmittel hält, muss ihn dann aufpassen. Besonders aufpassen. Ja, also das ist etwas, was der muss dem Doktor für die Vaccination so und der muss das wissen. Für verschiedene Verdünnungsmittel muss er noch einen eventuellen Bluttest machen, für zu gucken, ob ihn gut équilibriert das, bei anderen nicht. Und dann muss bei der Injektion besonders aufgepasst gehen, du speziell den Nole benutzt, zum Beispiel, für dass er kein Bluterguss am Muskel möchte. Wenn der Doktor das weiß, kann er auch dementsprechend Präkautionen holen.
Gëtt an Altersheimer an Logement encadré jideré geimpft. Ja, das ist das Prinzip natürlich immer vorausgesetzt, dass die Person noch d'accord ist und die Impfung also nicht, also das freiwillig, sondern noch an den Altersabpflegeheime braucht man natürlich den Akkord entweder von der Person selber oder was den Akkord nicht kann gehen von der Person, die die Responsabilität überhält. Darüber hinaus ist das Prinzip effektiv, dass alle Altresidenten an der Kategorie 1 dran sind. Insofern ist effektiv Schiedfrieden eligibel, den dranfällt. Sinnech mat enger Sarkoidos prioritär an erweng Fas fallen. Ja, am Prinzip net ausser eng Sarkoidos pulmonär, die schwéier Reperkusionen op Totemung hat, was immer am Szenario, de man diskutiert hunn schwéier Longenkranketen an da wäre prioritär. Mg normal skrift eng banal entre guillemets Sarkoidos. Eng Krankheit vun de weiße Blutkörpercher, die do bisschen atypisch reagieren op verschiedene Sachen. Das eng Krankheit, die nach relativ heftig ist, die aber ganz verschiedene Formen kann optreten, von relativ harmloser Formen bis eben ziemlich schwere Formen. Okay. Gëtt de Vaccin in Zukunft a Frankreich produziert? Es gibt unterschiedliche Vaccine. Ich meine, da so in französischen Produkt ugedeut, den aber noch nicht bei uns zirkuliert. Generell sind es unterschiedliche Länder, die produzieren. Insofern ist es nicht eng prinzipiell froh, ob irgendwann nach Frankreich produziert wird oder nicht. Das ein Vaccin, Dr. Schmidt, den französische Produkt aus, mit denen aber noch nicht Sanofi hat effektiv Intention, den Vaccin zu developieren. Sie scheinen da relativ retard zu haben. Sie haben eine andere Firma ein Angebot gemacht, zu helfen für effektiv an der Produktion. Ich meine, hier könnt ihr froh. Das ist durchaus möglich, dass die Pharmaindustrie, dass Pharmafirmen innerhalb sich Arrangementen treffen, für dann eben die Produktion mehr schnell können zu machen und auf andere Firmen zurückgreifen, die als Zutreter eigentlich den Vaccin produzieren. Kann ich sich irgendwo melden, für freiwillig echter geimpft zu gehen? Nee. Wie funktioniert ein mRNA an einfache Wörter erklärt? Ja, das ist nicht so einfach zu erklären, ich probieren. Also mRNA ist eigentlich den genetische Code für ein Protein, ein Eiweiß, wo ihn soll darauf reagieren, Antikörper machen. Anstatt dass ihn bei einem klassischen Vaccin den Eiweiß abspritzen, direkt den eben den genetischen Code an Zellen vom Körper produzieren, selber dann den Eiweiß. Das ist mehr effizient. Das ist auch viel mehr einfach zu produzieren und dafür ginet die Vaccin basiert auf der Technik. Mit der Seite just was geht den am Anfang was ernst ist, die Immunreaktion die könnt die ist ähnlich und das Resultat ist dasselbe. Es gibt 3 verschiedene Varianten. Ja, es gibt eine ganze Reihe Varianten. Also es gibt effektiv den Messenger-RNA-Vaccin, also Pfizer-BioNTech und den Moderna, die zwei die Makro tun, sind auf der Basis gebaut. AstraZeneca ist auf Basis von einem Vektor, von einem genetischen Vektor gebaut. Und da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, Vaccin zu bauen. Avantage von Messenger-RNA ist, dass es eine einfache Technik ist, die relativ rapid kann an Platz gesagt gehen. Das ist kein Zufall, dass die so schnell waren, noch für auf den Markt zu kommen. Das ist auch eine Technik, die sich ganz schnell adaptiert, wenn eine Varianten hat zum Beispiel. Und das ist eine Technik, die keine Zusatzprodukte am Impfstoff braucht, kein Impfverstärker. War darum eine Diskussion, dass die Leute, die so ich will kein Vaccin mit Impfverstärker, weil ich dann Angst habe für dem Produkt. An HIU den effektiv Garantie, dass quasi außer dem Messenger-RNA nicht an dem Vaccin ist, was könnte eventuell Nebenwirkungen geben. Kann eine Entreprise selber Vaccin kaufen und hier Employeen impfen? Rein theoretisch ja, aber praktisch wird es keinen Impfstoff haben. Also die Impfstoffe sind schon nicht am libre Commerce zu kaufen, nirgends auf der Welt. Das ist am Moment alles von den staatlichen Autoritäten kontrolliert, wird auch staatlich gekauft, wird über Europa gekauft. Also das sind, du kannst nicht den Einzelnen kommen und kaufen.
Was wisst ihr über mittel- und langfristige Nebenwirkungen? Da muss ich noch ehrlich sein. Wir haben ein paar Monate Rekül mit den Wachsen. Wir können nicht über mittel- besonders nicht über langfristig Affären so, und wir können just basiert auf dem, was wir wissen, dass die Leute angespritzt kriegen an der Vaccination so. Und Probabilität, dass da irgendwelche Sachen no kommen, als extrem klein. Woher kriegt ihr Informationen, wie eine Person vulnerabel ist? Das ist eigentlich froh, hatten wir schon viel drin. Hatten wir auch schon. Also wir probieren da über Doktoren und über Spitäler die Informationen zu kriegen, respektiv mit denen zusammen zu schaffen, dass sie direkt die Leute eventuell invitieren. Das muss schon nicht immer über den Staat laufen, das kann auch direkt über den Doktor laufen. Und dann eine Frage zum Impfstoff. Ist es nicht mehr gefährlich, sich AstraZeneca impfen zu lassen, wie Covid zu kriegen? Und dann Klammern Melit. Ich weiß nicht, was das Melit. Melit ist eine Inflammation, eine Entzündung vom Rückenmark, von den Nerven eigentlich vom Rückenmark, kann ihn effektiv an einer ganzen Reihe von Situationen kreieren, wenn das Immunsystem stimuliert wird. Kann ihn aber auch bei normalen viralen Infektionen kriegen. Die können einen Grippe machen und die können einen Myelit nur machen, wenn das Immunsystem durch schlecht reagiert. Das ist nicht besonders assoziiert mit dem Wachsen, an dem Sinne ist doch keine Kontraindikation oder keine besondere Nebenwirkung, wo ihr müsst Angst dafür haben. Das heißt, kann ich sich auch AstraZeneca im Moment sprechen? Kann ich auch AstraZeneca impfen lassen. Ja. Okay. Können Immunkrankheiten als Langzeitnebenwirkung ausgeschlossen gehen? Ich meine, dass dasselbe Langzeitnebenwirkungen können wir im Moment nicht definitiv so. Und können just so basiert auf den Informationen, die wir haben, und wissen, was wir den Leuten für Produkte geben, als die Probabilität extrem klein. Wie viel Prozent von den Leuten an Alters- und Pflegeheimen sind mittlerweile geimpft? Und das knapp 7,5 sie schon geimpft. Da kommen wir relativ gut vier und sind wir mal als Equipe mobilen NRW an Lastschiffren, die ich heute gesehen haben, sind wir über raus. Und wie viel vom Gesundheitspersonal sind geimpft? Da haben wir noch nicht genauen den Grund, weil die an den Spitälern selber organisiert wird, die Impfung, das lebt nach. Ich kann just tun, dass man auch da schon rund vom Personal Hospitalier ausgeimpft an den Impfzentren, das dann den extra Hospitalier. Da sind wir bei, ja, der hat für so 40% ungefähr, die da durch sind. Mit der richtigen, ich meine, da braucht eine Woche, bis wir dort den richtigen Bilan können sehen, weil die Prozeduren darum laufen sind und eben noch zum Teil dezentral, eben gerade an den Spitälern dezentral geimpft wird und noch invitiert wird. Gibt es Druck auf Personal ausgeübt, dass sie sich impfen lassen? Ja, dass man aber nicht zu Ohren kommen, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Das ist wichtig, dass die Leute wirklich aus Überzeugung sich impfen lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da so Druck ausgeübt wird. Kann der Staat den Unternehmen Vakzin zur Verfügung stellen? Aus praktischen Gründen nicht. Den Impfstoff, den wir im Moment haben, den muss speziell gelagert gehen, speziell transportiert gehen. Dafür schaffen wir auch hauptsächlich mit dem Impfcenter und dann ein bisschen mit ambulanten Equipen, die sich aber am Impfzentrum approvisionieren. Das ist einfach praktisch nicht möglich, weil Impfstoff muss speziell gelagert gehen und dann auch speziell administriert gehen. Und der Staat hat auch eine Responsabilität auch für die Qualität von der ganzen Prozedur zu überwachen, dass die Chaîne du Froid zum Beispiel nicht unterbracht wird, dass dann die Präparation vom Vaccin, den Dehen an Präparieren, an die Einzeldose korrekt lebt und so weiter. Und das ist im Moment eigentlich nicht mehr zentral zu organisieren. Könnten Inkonnuen die Impfstrategie ändern? Ja, sicherlich. Dafür warten wir immer mit der nötigen Geduld auf Zulassungen. Da geht es für wie
was sind Indikationen rund um einen neuen Impfstoff, die können, dann auch, das was lo am Raum steht, noch mal nach zusätzlich national und nach den Navi von Eisenexperten ran, par rapport zu allen Einzelimpfstoffen, den so gelost wird. Und selbstverständlich, wenn du sich herausstellen, dass ein Impfstoff nicht gibt, passen für Phasen, die prioritär ausgewiesen sind, dann hat er den Impact, ja, da müssen wir uns noch ein bisschen damit befassen, was das als Impact hat, wie dann Priorisierung par rapport zu dem Impfstoff kennt ausgesehen. Das ist eine Frage, die sich eventuell zum AstraZeneca wird stellen an den nächsten Tagen. Ich glaube, wir sind immer präpariert, mit das sicherlich möglich, dass das impactiert wird. Ginn d'Assistent médical an Sekretärinnen an der Eischter Phase geimpft. Dr. Schmidt, ja. Ja, das ist effektiv so, dass das geschieht. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben natürlich keine Lust von diesen Leuten. Wir sind am Gang mit den Doktoren, zum Beispiel zu gucken, Doktoren oder einer Berufe, die auch Leute ausstellen, zum Beispiel Aptikter, die auch Personal haben, zu gucken, wie wir die Leute identifizieren. Und das wird am nächsten Tag geschehen. Und dann kriegen die auch eine Invitation. Und dann wie eng Informationen frohen Doktoren an den Impfzentren. Welche Informationen muss ich da bringen? Also ich habe kein extra Feedback von den Impfzentren. Das ist effektiv so, dass im Moment Frage durch, dass ob ein Doktoren, die an die Impfzentren gehen, frohe Stellen speziell war so gestaltet, als bringen als Information. Ja, Doktoren stellen effektiv eine Reihe frohen über 4 Erkrankungen, sind da chronisch krank, was für Krankheiten oder was für Medikamente oder Allergien, die bekannt sind, und dann auch ein bisschen mehr Detailer über die Einzelsachen, weil zum Beispiel sind viele Leute, die mengen, sie hätten Allergien, mit dem müssen ein bisschen dann bei der Frau gucken, was für ein Typ von Allergie wären das, sind das schlimme Allergien, sind das Lichtallergien, was das geschieht an der Vergangenheit, sind so froh in die Gestalt gehen. Und die Leute gehen natürlich encouragiert, wenn sie etwas haben, was um Herz leidet oder ein froh haben, die auch zu stellen, dann mit dem Doktor darüber zu sprechen. RTL hat gemeldet, dass kein Lüchte gemacht gehen von Leuten, die geimpft wurden. Ist das der Fall? Mir ist den Datenschutz immens wichtig. Also mir schon natürlich Stunde von den Leuten, die geimpft sind, also wird schon noch für sie selber zu schützen. Man muss ja, sie können kontaktieren, aber Probleme hat gerade wie gemacht, dass wir ein neues Medikament haben, auch Impfstoffe, die frisch zugelassen sind. Das ist schon wichtig, dass sie die Donnen hat. Das aber nicht anormal ist, das ist meinem Verständnis nur dasselbe. Mit anderen Impfstoffen, wo die Donnen da aber müssen irgendwo gehalten gehen in Zeit. Wir haben aber bald Fall keine Liste von Leuten, die nicht geimpft sind. Das ist eine Frage, die oft gestaltet ist. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, froh nur Liste von Leuten, die geimpft sind. Das sind Donnen, die man sicherlich müssen haben einzuhalten. Dr. Schmidt kann das doch vielleicht erläutern, für was das wichtig ist. Ja, wie das natürlich Leute für allem. Ja, es ist eine Impfung, die der Staat rekommandiert, und der Staat hat eine gewisse Responsabilität, dass das alles korrekt aufläuft und dass auch das, was die Pharmakovigilance nennt, korrekt gemerkt wird. Das heißt, das Abschreiben von eventuellen, das Enregistrieren von eventuellen Nebenwirkungen, wann da kommen. Und dafür muss ich natürlich wissen, wie geimpft, dass was für einen Impfstoff gekriegt wird, oder sogar was für einen Lot von Impfstoff gekriegt wird, für Hanno können so Sachen zu retracieren. Wenn die wirklich krank gehen, wie kann ich dann aussichern? Also wenn ich krank gehe, muss ich mal gucken, hat das mit dem Impfstoff zu tun oder nicht. Und wie gesagt, da funktioniert das System von der Pharmakovigilance, und den er so abgebaut, dass er entweder durch seinen Doktor oder in anderen Gesundheitsberufler kann eine Deklaration machen, schon dann das gehabt. Da gibt Formuläre, die auch bei unserem Site disponibel sind, kann er ihn doch selber machen, wenn er nicht will, die für einen Doktor führen, kann er ihn doch, wenn er Eis nicht traut, kann er ihn doch bei dem Centre Régional de Pharmacovigilance zu Nantes machen. Lützeburg hat mit dem Centre de Pharmacovigilance einen Kontrakt de Sous-Traitance, die schaffen für uns. Da hat er einen neutralen Aussprechpartner, wenn er irgendwelche Nebenwirkungen hat. Und da gibt es eine Enquete gemacht, eine formelle Enquete, auch von unabhängigen Experten, um zu gucken, also Lien possible, probable, hautement probable oder bewiesen
zwischen der Impfung an dem Effet sekundär, an da kann den Regent diskutieren, wen als responsabel. Nur den verschiedenen Niveau von Responsabilität, das eine Responsabilität beim Produzent, der muss natürlich ein Produkt liefern, das konform ist zu dem, was versprochen wird. So das ist sehr responsabel, das ist eine Responsabilität eventuell beim Staat oder beim Distributeur, für eben die Chaîne de froid und so weiter zu respektieren. Das ist eine Responsabilität beim Doktor, der die Vaccination gemacht hat, die muss die Indikationen respektieren und das richtig machen. Und dann hat den Mechanismus war kein responsabel, als wir alles richtig gemacht hat, dann lebt einfach etwas schief, kann immer mal an der Medizin geschehen. Da kann der Staat eventuell ergreifen an Dommagen überholen. Ich wollte vielleicht just ergänzen zu, weil ich meine, froh spezifisch vom Datenschutz angeschaut haben, selbstverständlich par rapport zu den Daten, die wir haben, die Leute geimpft, die sind einen ganz strengen Ablauf punkto Datenschutz. Also die Données können nicht einfach benutzt für irgendeinen Zweck, die sie ganz streng geregelt an zweckgebunden an du kannst Leute wirklich beruhigen, dass man von der Sonde natürlich ganz streng opklären hun am Bereich vom Datenschutz, das nicht das Stadt so vorstellt, dass der Données sind die Gehalt gehen, an denen einfach so kann delen mit engem, also du sie wirklich streng gesetzlich opklären, wie das muss Gehalt gehen an eben justement für sicherzustellen, dass der Datenschutz gewährleistet das. Weiter bei als Frohen, wie eng Nebenwirkungen sind biselo oder zweiter Dosis abgetreten? Also bislo haben wir nicht Signifikatives halt zu Lützeburg gemeldet, gerade bei den Leuten, die geimpft gesehen noch eine Zweitdosis, wo ich kann eventuell damit rechnen, dass mehr stark lokal Reaktionen kommen oder vielleicht eine allergische Reaktion. Als bislo nicht signaliert gehen, auf jeden Fall nicht was außergewöhnlich. Also das ist ein bisschen weh, wo gepickt gehen, als das normal. Dass ihr vielleicht ein bisschen Fever hat oder ein bisschen Kopfweh hat, das ist auch normal, mehr aber nichts Schlimmes. Mhm. Für was kann ich mich nicht bei meinem Hausdoktor impfen lassen? Das an der ersten Phase noch nicht. Geht aus der komplizierten Logistik, die am Moment Hand an Hand geht mit den Produkten, die am Moment verimpft gehen. Da ist eine extreme Killung, die muss assuriert sein. Das wäre nicht möglich. Das ist aber allerdings zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich eine Möglichkeit, wenn man andere Typen von Impfstoffen haben, die mehr einfach am Handling sind. Am Moment ist es wirklich ganz aufwendig, muss ich wirklich auf vieles aufpassen, dass die Chaîne de froid nicht erbracht wird. Und dafür ist am Moment wirklich die Schwere zentral zu machen, dass wir auch die Qualitätsgarantie können sichern. Sicherlich wenn man mehr, wenn man andere Produkte am Umlauf haben, werden doch eine Möglichkeit geben, das beim Doktor zu machen, wenn das von anderen Impfungen kennt. Mit das wird am Moment dummer dazu dienen, dass das eben ganz spezielle Impfstoffe sind, die ganz fragil sind. Und du hast das so schwer möglich, für das zu assurieren. Wie komme ich an den Impfzentrum, wenn ich schwer pflegebedürftig bin? Ja, auch da haben wir als normale Kanäle, ich meine, es gibt einen Adapter für Leute, das ist ein bisschen wie am normalen Ort, muss man feststellen, noch Leute, die Haut muss bei den Doktor kommen und so weiter. Ich weiß, dass auch Gespräche laufen im Niveau von Gemengen zum Teil, wie ihn kann unterstützend wirken. Wir von unserer Seite noch nicht en place Assistat, die Frage hat viele Gestalt für einen Transport zu organisieren. Wir sind aber bewusst, dass das eng Such als darauf geschafft. Am Prinzip also haut net ernst fir Leute wie an normalen Zeiten och wo sie auch mussten trotz ihrer Pflegebedürftigkeit irgendwo sicher gestalt hun, dass sie bei den Doktor kommen, dass sie an eng Analyse kommen, dass sie an Spidol kommen, sind eigentlich die normalen Kanäle, die dolo könne bemméit gehen zu diesem Zeitpunkt. Okay. Weni könnten Impfstoff für Kanner? Also im Moment gëtt den Impfstoff nicht bei Kanner benutzt, ganz einfach weil man keine Données haben, die wären nicht an Etüden dran. Kanner müssen natürlich auch verstehen, dass Kanner keine Priorität wären. Also ganz klar das Risiko für Komplikationen, für Todesfälle geht man im Alter ganz drastisch op. Hauptsächlich die Leute über 70, 75 Jahre haben da ein großes Risiko. Das wären Prioritäten für den Impfstoff zu entwickeln. Frau von der Kanner Wert kommen, da werden noch Etüde kommen an den nächsten Monaten. Im Moment haben wir da keine Données und dafür gehen Kanner nicht geimpft. Schaffen wir auch einen internationalen Impfpass? Da laufen Arbeiten auf europäischer Ebene.
Ich muss aber so, ich kann nicht genau so, wo das drin ist. Vielleicht bist Dr. Schmidt ja, das ist eine große Diskussion, die NRW als auf Niveau von Europa, wir haben sich auch auf internationalem Niveau OMS, also die Weltgesundheitsbehörde, schafft darauf, dass auch hier im Prinzip hier Kompetenz und hier Responsabilität, das ist aber nicht so einfach umzusetzen. Weil da muss natürlich ein System finden, das für alle Länder möglich ist. Und wir haben entwickelt Länder, die natürlich gerne auf Digitalsolutionen gehen, wir haben andere Länder, die das nicht können mithalten. Und OMS muss da irgendwie einen Akkord finden. Und dann auch den politischen Akkord rundherum, so ein Impfpass, das sind komplizierte Diskussionen. Kriegt die Impfung an den alle gelben Impfpass angedrohen, wann in das will? Ja, stand haut ass dat wat man zu Lützeburg nach hun, wann en de Mathelt gët dat sche proper ma Big do drannner agedroen, wann en sewer net sollt fanne, wat bestimmt oft fall ass bei Leiit mal hun, dann da krit natürlich eng Bescheinigung, die da bestätigt, dat se geimpfte ass, da kann en dat zechallech och notregelch op die Gelkert dann erschreiwe lossen, an ofstemple lossen. Viel frohen zu AstraZeneca. AstraZeneca als für Millionenleute rekommandiert, klare mir den bis do sind. Also wie gesagt, Rekommandation ist raus für Lützeburg. Da muss man ein bisschen aufwerten, das ist aber durchaus möglich, dass das eine Option ist. Und wir werden den an dem Fall nicht lernen, weil wir haben eine ganze Reihe junger Leute nach zu impfen. Die Gesundheitsberufler, die sind am Moment nach am Gang geimpft zu gehen. Das sind per Definition Leute, die Männer wie 65 Jahre haben, die kämen an Genuss von dem Impfstoff. Und dann an der Kategorie von den Vulnerablen sind auch eine ganze Reihe junger Leute, die auf Frage kommen. Wenni kommen Jongkleit 18 bis 25, also wenni kommen jong vulnerable Leiit run. Dat sech lass geleist een vun de Männeren muss ich firstellen sinn 2 Schinnen, wo ich kann fuhren, dat den dats eng Vulnerabilitéit, die allg durch Alter bestimmt ass, dat geht am Fong vun Nuwen ugefang bei den Eleren an dann Loserruf. An da gëtt eng Parallelschinne, die fuget an dé as determiniert durch verschiedene Kategorien no Vulnerabilitéiten. Hech am Klotext kann ich noch schon an enger Vers 2 unabhängig von seinem Alter. Es gibt auch Jungleute, die höchst vulnerabel sind, die kommen selbstverständlich bei. Das ist schon immer Missverständnisse gehen, das ist wichtig zu verstehen, dass das nicht gelingt mit denen. Also das eng froh aus dem Alter als Vulnerabilität, an der anderen, dass die Vulnerabilität an der ist definiert durch Krankheitsbilder, unabhängig vom Alter. Okay, das müssen wir klar sehen. Wie ist das möglich, dass das Administrativpersonal an den Kliniken an der ersten Phase allein über 75 erreicht, an der zweiten Phase geimpft gehen? Kannst du vielleicht, oder? Ja, ich kann noch das kommentieren. Also, das ganz klar gesagt gehen, wie dezidiert gehen, dass Pflegepersonal an Gesundheitsberufler zu impfen an den Kliniken, dass do eng echt Cordon sanitär rundum die vulnerable Leute an die Krankheit auch mist gemacht gehen, an das Sitfrei mis eigentlich do geschützt gehen. Ich meine, halt Fall von enger Unität, wo COVID-Patienten leiien, du hat nicht nur ein Doktorrisiko, weil am Kontakt dass man COVID-Patient mir auch der Firma D2 und Putzfrau, die an Zimmer rageht, an all der Zimmer botzt, an Sekretärin auch, die am Kontakt das einfach regelmäßig mit Patienten. Dafür sind die auch dabei, das eigentlich ganz natürlich. Und war auch eine Rekommandation von der Kommission Nationale d'Ethik so viel zu machen. Gëtt ihr von einem Doktor oder von einer Infirmière geimpft? Das ist ein Team. Das ist ein Team. Ein Doktor ist da, wie gesagt, den Doktor schwätzt immer am Doktor. Der Doktor stellt die Indikation oder konfirmiert die Indikation von der Vaccination an die Person, die Henno pickt, als im Prinzip der Infirmière. Was das, wenn den ohne Impfung nicht mehr an gewisse Länder verreisen kann? Und das weiß, da ist Zukunft. Du siehst nicht, die wird alles meiste. Ich meine, wir können bestimmen an einem gewissen Maß, wie kann nach Lützeburg rangereist gehen, dann raus. Wie die anderen Länder das regeln. Du sind natürlich tributär von den Decisionen, die geholt werden gehen. Wie viele Dosen haben wir bis heute gekriegt? Auf wie weit geht es nicht mehr sehr? Ich weiß, muss ich ehrlich so nicht aus, wenn ich hier im Plateau.
Für was geht es nicht mehr sehr, dass das Prinzip aus dem, dass alle Land hat eine gewisse Quantität so gut, an der dafür ja mesure kriegen dann eben Lieferungen als Land zugestellt. Und das geht überall ein bisschen mehr los, wie ursprünglich geplant war. Bislang muss ich aber sagen, dass wir eigentlich noch relativ gut wegkommen sind. Als Lieferungen sind noch relativ gut rankommen. Das nun eben mal generell Produktion, die nicht genau so no könnte, wie sie geplant ist. Und das hat einen Impact auf alle einzelnen europäischen Land. Wir haben zusammen als Europäische Union zusammen angekauft. Südfrieden hat seinen Teil vom Koch zu gut. Und das könnte los ran. Eben. Wenn natürlich die ganze Produktion mit los lebt, wenn die Lieferungen auf Verzug kommen, da spiegelt das schon den einzelnen Ländern rum. Wir sind doch nicht ein Einzelfall. Wobei ja Sachen auf Verzug kommen, muss ich davon ausgehen, dass das in anderen Ländern auch der Fall ist. Wir sind da am selben Boot wie als europäische Partnerländer auch alle Guten. Covid sind also immun. Wieso soll ich mich impfen lassen? Ja, wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen. Die natürliche Immunität hält nicht ganz lang. An dem Sinn, also in einer gewissen Zeitraum vulnerabel für neue Infektionen. Wir haben auch eine Reihe dokumentiert neue Infektionen bei Leuten, die schon Covid hatten. An dem Sinn, ist es rekommandiert, sich impfen zu lassen. Was bringt einem den Impfzertifikat, den ich kriege? Ich denke, das ist eine gute Administrativmesure, die ihn hat, für zu dokumentieren, was die verofrecht gekriegt hat. Da sind wir bei der Geller Impfkarte, ich meine, wenn man in Ordnung hat, für den du properen Historik von den Impfungen, die gemacht gekriegt hat, das kann zu gewissen Zeitpunkten wichtig sein, für allem auch wenn besucht, das wirklich für ein Suivi zu machen, was gibt es neben Nebeneffekten auftreten, es gehört einfach zu einem Patientenakte, die in alle Interieur hat mit einem gewissen Soin zu feiern, weil den du mehr Ordnung dran hat, werdet an einem Krankheitsfall auch mehr einfach als die, ich gesehen das aus der Optik von einem Patienten kriegt ihr immer froh gestaltet, wenn die beiden Doktor können, dann ich denke, dass sie sicherlich Interesse hat, ein guter proper Vue zu haben, über das, was den wenig geimpft kriegt hat am Leben. Ich bin zwischen der ersten und der zweiten Dosis von der Impfung positiv getestet gehen, kann ich trotzdem die zweite Dosis kriegen. Die hat schon manchmal darüber ein bisschen geantwortet. Ne? Ja, also das ist effektiv eine Situation, die man ein paar Mal hatte, Leute, die geimpft sind und die positiv getestet sind, weil sie Java infiziert hatten. Und sie verstehen, die Impfung wirkt nicht direkt, die braucht 10 bis 14 Tage, bis sie aufhängt zu wirken. Also das ist nicht erstaunlich, dass es etwas wirkt. Kann ihn die zweite Dosis kriegen, wenn er keine Symptome hat, wenn just ein Test positiv war, dann braucht ihn die zweite Rendezvous sicher nicht zu verlieren. Wenn er wirklich krank wäre, wäre das eine Indikation für die Impfung zu verlieren und da soll ich Kontakt aufholen via Hotline mit dem Impfcenter und da schwätzt man darüber. Als kein Equipe mobil für gesehen für schwer pflegebedürftige Leute, die nicht transportabel sind. Zu diesem Zeitpunkt nicht. Die mobile Equipe sind sich geduld für Duina zu gehen, wo viele Leute bei ihnen sind. Die müssen geimpft gehen, gegeben. Also am Moment haben wir das nach Kunde dann den Impfungen, wie gesagt, am Impfzentrum geimpft, respektive an den Spitälern. Die Frau von Leuten, die nicht können transportiert gehen, ich meine, das sind das die Frau, die für drunten angeschwärzt, genau, wie das viele Leute Sorge machen, da ist eine kleine Chance, nach drüber nachzudenken. Wir haben am Prinzip als Situation für das Leute nicht ernst, wie wenn sie auch mit ihrer Pflegebedürftigkeit sich müssen irgendwo hin bewegen bei einem Doktor oder so sonst. Am Moment haben wir noch nichts Spezifisches da am Platz, man ist da Gedanken, wie den Leuten eventuell kann entgegenkommen. Ja, du schenkst ein bisschen am Terrain zu sehen, wenn du mal die Frauen geht. Ich bin für meine zweite Impfungsdosis an Quarantäne. Was kann ich machen? Da ist Kontakt aufholen via Hotline von den Impfungen und dann schwätzt man darüber, wie man das managen. Wir werden da eine Solution finden. Mengt ihr, dass mir 2022 genug Leute geimpft haben? Ja, das ist eine Meinung einfach gefragt. Ja, schon, doch, schon eine Überzeugung, dass man das hinkriegt. Das ist optimistisch. Wie das kann ein Jugendlicher nicht geimpft gehen, ist das nicht diskriminierend?
Das ist eng schwierig froh. Ich weiß nicht, wie Diskrimination du definiert. Ich meine, wenn man kann Jugendlicher impfen, ohne Donnen zu haben, Sicherheitsdonnen aus einer Etude. Ich meine, da gibt man auch etwas mehr, was ethisch nicht korrekt wäre. Und das wäre meiner Meinung nach genauso schlimm, wenn nicht mehr schlimm wie die kleinen eventuell Diskrimination, wo da angeschwärzt wird. Wieso müssen wir nach dem Large-Scale-Testing machen, wenn wir geimpft sind? Ich meine, Dr. Schmidt ist auch mehr überzeugend, oder? Ja, ich weiß nicht. Guck mal da. Nee, also, mir habe schon gesagt, die Impfung verhindert Krankheit, die Impfung verhindert nicht unbedingt, dass es infiziert wird, respektive, dass ein Virus verdroht kann. Wir haben die Donnen noch nicht. Und dafür ist schon das Large-Scale-Testing wichtig, dass wir auch die Informationen kriegen. Ich bin geimpft, ich gehe trotzdem mich testen los, als ein Test positiv, als ein negativ. Das ist für uns eine extrem wertvolle Information, auch wenn es nicht unbedingt eine so wertvolle Information vielleicht für den Einzelnen ist, obwohl, wenn wir wissen, dass ein Einzelnen infiziert ist und das Risiko besteht, dass ein anderer Leid aussticht, ist das auch eine wichtige Information, dass für den Einzelnen den anderen Leid als seinem Entourage eventuell schützen muss. Wie lange ist da geplant, für mit dem Large-Scale-Testing weiterzuführen? Also wir haben mal so gefragt, für das weiterzumachen bis den Sommer. Kann aber dann eventuell verlängert gehen bis an den Herbst. Und da muss ich gucken. Ich meine, da sind wir in einer Situation, wo wir auf eine ganze Reihe Fragen, die ab sind, Antworten haben. Und dann wissen wir, wie ihn da weiterführt oder nicht weiterführt. Ja, Large-Scale-Testing aus jedem Fall, selbst wenn das erlaubt, eben eine Reihe an Konü vielleicht mehr schnell belicht zu kriegen. Dafür von meiner Seite auch wirklich nicht den Appell, macht das weiter, auch wenn es auf den nächsten Blick nicht logisch scheint, hat schon einen wirklichen Anteil für uns alle gute Welt als Abschluss gibt über Sachen, wo ihn einfach, ich meine, das ist das, was das Krise ausmacht. So viele Sachen, die wissen man nicht, dann alle Informationen, die man können kriegen, ist extrem wertvoll für die Gestion zu erleichtern. Wenn den nur der Impfung stirbt, wird das automatisch gemeldet. Ich meine, da sind unbedingt Automatismen en place, aber effektiv, ich meine, die Information, dass in geimpft das ist schon meistens dann disponibel. Wie gesagt, am Moment hat sich die Leute, die an Institutionen leben, du hast das schon alles bekannt. Und wenn selbst G4 kommen, geht das natürlich gemeldet gehen. Und wie gesagt, wir gehen alle Nebenwirkungen nur die gemeldet wird, an eine Forttheorie, wo im Todesfall geht man ganz genau hingucken. Wenn ihr an einer Institution eine Impfung verpasst, kriegt ihr dann eine zweite Chance? Ja, das ist ungeduldet, das ist eine Sucht, die wir haben, wir haben Prioritäten festgesetzt. Dann ich meine, kann immer mal vorkommen, dass ihr das verpasst hat oder sich eventuell noch ähnlich überlegt. Wir sind am Gang, eine Prozedur en Platz zu setzen, die die Leute erlaubt. Natürlich freiwillig, ich meine, sie müssen sich dann aktivieren. Braucht man ein bisschen Geduld, mit sind wir am Gang, etwas en Platz zu setzen, dass die Leute dann einen Platz finden, wo sie können ihren Wunsch äußern, für nachher da mal invitiert zu gehen. Das ist aber so, wie wir uns vorstellen. Und da soll kein sich so machen. Also wir werden Leute kontaktieren und dann aber dann nun hin natürlich wie das man ja nicht, das auch nicht als Wunsch oder Wille löschten zu feiern für Leute, die nicht geimpft sind. Wir werden die Leute schon aufmerksam machen, dass wenn sie sich nicht impfen lassen, dass sie eine Möglichkeit tun, wenn sie das da wollen, sich nach einer zu melden. Und da geben sie immer an einen normalen Mechanismus mal kommen, wo sie dann neu habitiert. Das wäre gut von dieser Meinung geben anderen. Ja, im Nachhinein sein Recht schmengen das. Wenige Personal von Hülf daheim an Help geimpft. Die sind an der sie Gesundheitsberufler wie alle guten Indianer an dem Sinn gehen so an der ersten Phase geimpft. Sind eng Leute, die sich mehr, weil sie Invitationen nicht gut und das ist aber auch ganz normal. Das erklären wir immer. Wir invitieren nicht mehr, wenn wir wachsen haben, respektive wenn wir die Konfirmation haben, dass eine Lieferung wirklich auch könnt. Und dafür sind die Leute nicht alle gut invitiert, das geht progressiv an. Wir haben aber die große Hoffnung mit den Lieferungen, die kommen, dass in den nächsten Wochen das kann aufgeschlossen gehen. Wieso gelten Krebspatienten nicht als vulnerabel angestuft? Krebspatienten sind als vulnerabel angestuft, sie sind in der Phase 2. Besonders die Krebspatienten, die in einem aktiven Traitement sind, also Chemiotherapie, Radiotherapie oder Immunotherapie, die werden prioritärement Druck kommen, sobald wir die zweite Phase aufhängen.
Und dann gehen die Leute vom CG10 auch an der ersten Phase geimpft. Nicht alle gut, aber die natürlich rund um den Patienten sind, die Ambulancien, die sind noch an der ersten Phase dran. Die Logik von der ersten Phase von dem Cordon sanitär ist für die Leute zu erfassen, die wirklich rund um die Patienten aktiv sind, also rund um Leute, die wirklich vulnerabel sind, Leute am Spital und so weiter. Und insofern sind auch die Leute vom CG10, die wirklich an der Situation sind, sie mit erfasst. Zu welcher Phase zählen die Leute mit CMS? Was ist das CMS? Ja, da müssen wir effektiv wissen, was CMS ist. Die Person kann vielleicht die Frau präzisieren. Gehen so viele Aufkürzungen an der Medizin, die französische Aufkürzungen, die deutsche Aufkürzungen, die nicht immer selber sind. Okay, also nach ein vorraschigen Wunschlift, wie das wir darauf antworten können. Geht innerhalb von den Phasen für vulnerable Leute zusätzlich dem Alter nur gestaffelt? Nee. An der Kategorie von den Krankheiten, nee. Sie möchten auch relativ kleine Kategorien, das hängt ein bisschen davon auf. Da gibt es sowieso keinen Sinn mehr, da viel zu staffeln, auch für die Großkategorien. Aus praktischen Gründen ist das relativ schwer zu machen. Wenn ihr Druck könnt ihr noch relativ schnell drehen an den Kategorien. Also ich meine, du brauchst gleich keine Sorgen zu machen. Okay, die Person, die vier und die vorgestaltet wird, präzisiert, also zu welcher Phase zählen Leute mit CMS, mit Myasthenia, was ist das? Das ist eine neurologische Krankheit, es geht effektiv an den, ich muss noch gucken, wo die neurologischen Krankheiten genau sind. Ich meine, die sind in der Phase 4, ohne damit zu sagen, ja, Phase 4 kämen die drin. Für was wird gewicht und gerecht gefroht, wenn ihn sein Rendezvous auf mein Guichet hält? Das ist effektiv eine Frage, wo ich spontan keine Antwort darauf habe. Es gibt bestimmt einen guten Grund, muss ich aber selber nachfragen. Das ist also eine typische Frage, die Gestalt kriegt von den beiden Doktoren. Ja, das ist eine typische Frage, ja. Ja, an seinem klassischen Schema aufgefroht wird. Also den medizinischen Grund kann ich nicht so. Ich bin schon als Erfahrung erinnert, dass mich schon so ein klassischer Pro, wenn ihr bei den Doktor geht, wie viel weiter, wie groß sie da. Es gibt eine Reihe Medikamente, die schon auf Gewicht gestaffelt gehen, aber das ist bei den Erwachsenen im Prinzip nicht der Fall. Es gibt vielleicht andere Überlegungen, ich muss das noch fragen. Okay, also das ist ja auch so, dass die organisiert Facebook Live von der Santé aus. Vielleicht könnt ihr die Antwort noch gucken, und die Person kann sich dann ein Cadeau melden an die Frauen ein Cadeau stellen. Ja, wir machen das effektiv regelmäßig immer Woche, wo wir Frauen antworten, dann ganz gern. Okay. Wenn ich mit einer Person, die nicht mobil ist, komme für eine Impfung, gehe ich dann von der Arbeit freigestellt oder muss ich einen Congé holen? Wie geht das geregelt? Also es gibt keine spezifischen Bestimmungen nur Covid-Zeiten. Da sind die normalen Regeln an der Arbeitswelt, die spielen die kein Geld mehr, noch die Typen von Congés, die eventuell dafür gibt, mit das aber Fall nicht Spezifisches, weil du extra an Covid-Zeiten angefordert wäre für den dritten Fall. Und dann muss der Patron sein professionell de Santé melden. Also wir haben Englisch von der Professionelle de Santé, die ist auch geregelt an verschiedene Gesetze, wo sie dann noch eine Autorisation d'exercer vom Ministère von der Santé. Und dafür haben wir die Liste von der Professionelle de Santé, da braucht keinen zu melden. Die Frage ist bei den Männern geregelte Berufen, zum Beispiel eine Assistentin beim Zahndoktor, die auch dann noch exposiert das natürlich an ihrer Arbeit. Da haben wir keine Rolle, während das machen wir mit dem Doktor, mit dem Zahndoktor, mit dem Aptiker zusammen für die Leute zu identifizieren. Gëtt Regierung respektiv deputéiert prioritär geimpft? Flore nee. Sie die geimpft? Nee. Nee, ist doch nicht prioritär. Und noch keine spezielle Vulnerabilität, ich meine, sind an der letzten Kategorie. Mengt dir, dass andere europäische Länder die Vaccination obligatorisch machen?
Also a Corona-Zeit wie se net wat kennt, schon noch net Kenntnis, dass dat schon echthafte Evaluungen sinn an den europäische Gremien wie Dr. Schmidt singen schon so am Umfang war eng Diskussion, die verschiedene Länder gefauerert gin ass méi ich mein, die Mechtregierungen, die Mechtpolitiker ho realisiert, dat es wirklich wichtig ist, Motivation vun de Leiit zu hunn an durch Argumenter zu verzegen an net durch Gesetze oder Obligationen. Wann geimpft das kann en an enger Blutanalyse d'Antikörper kontrollieren as an enger anderer Analyse wie déi vun den Antikörper wann en infiziert war. Sind dieselbecht Antikörper an das dieselbecht Analyse. Wieso kann ich mir den Impfstoff nicht auswählen? Das ist einfach gesagt vu praktischen Gründen am Moment. Wie gesagt, wir haben wenig Impfstoff, wir holen den Impfstoff, den wir haben, für zu impfen. Wir stockieren den auch nicht, wir haben keine Reserven da, wohin da kann der Schwar machen. Am Moment, dass du kein Schwar, wie gesagt, wenn späterhin ein klar Indikationen kommen, dass für einen bestimmten Bevölkerungsgruppe Vaccin besser wäre wie in anderen oder so, kämen die Diskussionen immer daran. Wo kann ich nur gucken, was am Vaccin dran ist? Da das publiziert, geht auf der Seite von der EMA, Europäische Medicines Agency, das alles publik, genau was an der Vaccin dran ist. Momentan ist der Delay 4 Wochen zwischen 2 Dosen. Wird sich das in Zukunft ändern? Das ist nicht viel gesehen am Moment, dass das sich ändert. Wenig gilt ein Phase als aufgeschlossen, so dass ein neu aufhängen kann. Das wird mal für die erste Phase, also zum Beispiel bei den Altersabpflege immer relativ einfach. Du hast eine Reihenfolge, wenn wir da durch sind wir dadurch, mit unseren Equipmobilen, die da hingehen. Bei den Spitälern werden wir Bilanz ziehen, sie werden uns informieren, wenn sie bei ihrem Personal da durch sind. Da sind wir ja am regelmäßigen Kontakt mit ihnen an unseren Arbeitsgruppen. Wie gesagt, sie kriegen hier Quantitäten. Im Moment gehen auch immer Quantitäten gefragt. Stand heute, das ungefähr die Haltung vom Personal durch. Da warten wir von hinten aus, ob die Informationen, wenn sie der Meinung sind, dass sie da durch sind, wenn sie bis da touchiert tun. Im Moment sind wir noch nicht da, weil sie nach mehr Leute an der Schlange haben, wie sie Impfstoffe haben. Ich sind nach Lieferungen gesehen. Ich gehe aber davon aus, dass das relativ schnell geht an den nächsten Wochen, dass wir sehr durch die Phase 1 da durchkommen. Wenn die Lieferungen nur so kommen, wie sie geplant sind an den nächsten Wochen, kann es sogar sein, dass wir ein bisschen echt fertig sind mit der Phase 1. Wie gesagt, erstens kommt es anders, zweitens als gedacht. Wir wissen, das ist noch alles möglich. Kann ich meine Eltern an den Impfcenter begleiten? Natürlich, ja. Absolut. Also die ist nicht, dass du ganz Familie könnt, wenn ihr geimpft wird, weil kein Attroupement oder für Leute mit das klar. Die Leute, die entweder einfach Angst haben, dann brauchst du, wenn ihr dabei ist von der Familie, respektive ihre Leute, die ein bisschen Hilfe brauchen. Absolut, das ist kein Problem. Können Frauen von der Impfung unfruchtbar gehen? Also das ist nicht der Fall, basiert auf den Daten, die wir haben. Wir haben absolut keine Indikationen, dass das irgendwie könnte, interferieren. Ich weiß, dass so Geschichten über soziale Medien verbreitet gehen, aber du hast absolut keine Indikationen, dass selbst da ist. Wen weiß schon, was für Nebeneffekte so Impfungen haben? Ich werde besser mal auf. Da das eng Approche, die kann hun, da sieht freigestellt für sich Decisionen zu machen. Das muss ihn aufweihen. Auf einer Seite hat ein Risiko, eine Infektion zu kriegen, die aber deutlich verlaufen. Und auf der anderen Seite hat ein theoretischen Risiko von Nebenwirkungen. Und da muss jeder selber die Balance für sich finden, auch am Gespräch dann eben mit der professionellen Santé, mit seinem Doktor. Als eine Attitüde, die kann hun. Ja. Die Vaccine sind so sehr entwickelt, normalerweise dauert das Jahre. Das ist auch suspekt, oder nicht? Ich verstehe, dass die Leute sich vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe Gründe, wie das so schnell gegangen ist. Erstens, als nicht bei Null gefangen ging hat, dass schon ein SARS-Virus, wir hatten für die SARS-Epidemie, du hast schon ganz viel gelegt, gewirrscht, und noch ein anderer Virus, der MERS heißt,
den auch ähnlich ist. Also da waren ganz viele Données da. Zweitens zum eine Situation wie Biotechnologie, also die Technologien, die so Sachen produzieren, immens evoluiert über die letzten Jahre. Dann haben wir ganz klar eine Pandemie, wo auch die Einzelstaaten immens Montan zur Verfügung gestellt haben, für die Forschung weiterzutreiben. Die Forschung hängt ganz viel vom Finanzament auf, was mehr so in was mehr schnell geht, ganz klar. Und dann haben wir auch eine Prozedur d'Enregistrement, eine Prozedur reglementaire bei der EMA, die ganz suppel war, an dem Sinn, dass Produzenten konnten progressiv Données rangehen. Und nicht ein großes Dossier am Ende von der Prozedur auf den Tisch setzen, wo dann die Leute immens Zeit gebraucht hätten, für den Dossier zu lesen. Da sind die Informationen progressiv rankommen. Das Thema konnte sich progressiv auch eine Meinung machen, konnte ganz schnell die Autorisationen gehen. Also es gibt eine ganze Reihe Explikationen, wie werden so gut gegangen, als so schnell gegangen. Mhm. Wie soll ich verstehen, dass die USA und Briten aber schon besser durchstehen beim Impfen wie die Europäische Union, Madame Lienert? Also muss ich wissen, dass die Europäische Union hier Institutionen hat, dann noch hier Garantien an hier Gremien. Ich bin persönlich froh, dass die Gremien sich auch die Zeit wollen, die es braucht. Ich meine, wir sollen daran vertrauen, dass das am Sinn aus von einer Qualitätskontrolle, die assuriert wird, kann sich so auch nicht vergleichen mit den USA oder mit den Briten. Wir sind die Europäische Union mit einer europäischen Medikamentenagenz, die Zulassungen noch muss machen für die Medikamente. Ich habe nicht vertrauen, dass die Institutionen eine gute Arbeit machen. Dass du nicht in Kontinent genau wie den anderen aus bleibt nicht aus. Schifrin hat seinen Rhythmus. Wir haben gemeinsam Abhilfe gemacht, wo man gut Quantitäten kriegt und es noch überzeugt, dass wir, wenn wir alle gut in allein losgelöst hätten, als einfach nicht in dem anderen Konkurrenz gemacht hätten, dass wir wirklich gestärkt herausgegangen sind. Und sollen noch als Institutionen nicht Vertrauen schenken. Ich meine, sie machen ja ernst an âme conscience und das am Anfang an unserem Interesse von uns alle Guten, dass der doch so lebt, wie es viel gesehen ist. Ich meine, sollen das nicht unbedingt als ein Kurs gesehen, also mich persönlich gebe Männer beruhigen, weil er wirklich auf Zeit gespielt gehen. Sollen einfach vertrauen, dass die Arbeit seriös gemacht wird und dass das schon sein Sinn alles wird. Und ich meine, da sind wir auch Ende von dieser frohen Stunde angekommen. Ich meine, wir haben ganz, ganz viele Fragen geantwortet. Wenn ihr nach Fragen habt, dann könnt ihr die ganz gerne stellen am Facebook Live, der von der Santé allwoch organisiert wird. Da könnt ihr da einfach nächste Fragen stellen. Vielmals merci erst daheim, dass da so viele Fragen rangeschickt hat. Große merci auch nicht. Madame Lena, dann noch nicht Dr. Schmidt, dass er so flott und ob die Fragen geantwortet hat. Ja. Und das war es, ob Vaccin oder nicht. Ich meine, das ist ganz wichtig, weiter auch die sanitären Mesuren anzuhalten, die Maske weiter zu drohen. Ich hoffe, dass das Frohstunde weitergeholfen wird. Und einen ganz schönen Abend, bleibt gesund.